Liebe Gäste, liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Politabend. Mein Name ist Ronay, ich bin Vizepräsidentin vom Kulturverein ASTI. Es ist schön, dass Sie alle hier seid. Ich werde jetzt kurz die kurdische Hymne, das Lied laufen lassen und danach bitte ich Sie kurz aufzustehen und eine Schweigeminute für die Märtyrer einzulegen. Vielen Dank. Mit offenem Herzen, wachen Gedanken und einem gemeinsamen Interesse an Politik, Engagement und die Frage, wo wir als Kurdinnen und Kurden sichtbarer, stärker und wirksamer werden können. Hier und allgemein in Europa. Der heutige Abend widmen wir der Frage, wie können wir als Kurdinnen und Kurden aktiver in der Politik unserer jeweiligen Länder mitwirken. Was braucht es, um der kurdischen Frage mehr Raum zu geben, im Parlament, in den Medien und in der Gesellschaft? Zu Beginn unseren Abends schauen wir den berühmten Kurzfilm Der Papierdrache von Peyam Husseini, der den Titel Filmpreis erhalten hat. Ein künstlerischer, kunstvoller, kraftvolles Werk, das politische Realität mit Poesie verbindet und uns daran erinnert, warum unsere Stimme, unsere Geschichte Gehör verdient. Der Film läuft auf Kurdisch mit englischem Untertitel. Wir hören dazu gleich spannende Inputs und Gedanken von unseren Gästen. Doch auch ihr, liebe Anwesende, sind dazu eingeladen, mitzudiskutieren und eure Erfahrungen mit uns zu teilen. Einen besonderen Dank gilt unseren heutigen Gästen, die mit ihrer Zeit, ihrer Expertise und ihrem politischen Engagement diesen Abend bereichern. Sinem Gökçen, Co-Präsidentin der SP Migrantinnen Schweiz,
Danke für deine unermüdliche Arbeit für soziale Gerechtigkeit und Vielfalt in der Schweizer Politik. Fabian Molina, Nationalrat der SP Schweiz. Wir schätzen deine klare Stimme für Menschenrechte und internationale Solidarität. Saniola, Mitglied der SPD Deutschland und JUSO-Präsident aus Witten. Es ist uns eine Freude, heute auch eine deutsche Perspektive zur Jugend- und Migrationspolitik zu hören. Midia Pirotti, Präsidentin ASTI-Verein. Midia ist heute unsere Moderatorin. Ich bitte unsere Gäste auf die Bühne. Ich möchte hier gerne noch einen kurzen Appell machen. Und zwar, wer unseren Verein unterstützen möchte, kann sich hinten links ein kurdisches Schmuckstück kaufen. Und zwar sind diese Schmücke, also dieser Schmuck ist handgemacht und einzigartig, voller kultureller Bedeutung. Damit helft ihr nicht nur den kurdischen Familien in Rojava, die das produzieren, sondern eben auch uns. So trägt ihr ein bisschen Kurdistan mit euch. Und jetzt gehört die Bühne unseren Gästen. Dankeschön, liebe Ronahi, für deinen unermüdlichen Einsatz. Ich spreche zuerst auf Kurdisch, um die kurdischen Gäste, die halt nur Kurdisch sprechen können oder verstehen, zu begrüßen. سلااو ڕێز میوانان و هاوڕێیانی عزیز زۆر سپاس و دەکەین کە ئەوڕۆ زەحمەت و کێشاوە و توانیتانە لێرە بەشداری بکەن. بەرنامەکەمان ئەوڕۆ لەسەر پرسی کورد بەگشتیە بۆ کە بتوانین لە تاراوگاش لەگەڵ خزمەتێک بە کورد و کوردستان بکەین. و پرسیارەکەشمان لە گشتی ئەوەیە چۆن بتوانین وە کوردانی تاراوگا باشتر خزمەت بە نیشتیمانەکەمان بکەین دوور لە حیزب کوردستانیەکان، یعنی ئەوڵ کوردبوونەکەمان بۆ گرنگ بێ دوای حیزبەکەمان بۆ مهم بێ. لە ناو فیلمەکەی بادبەدەک بینیمان کە لە ناوبردنی ڕیشەی ناسنامەی کورد نەک لە تاراوگا لە خودی کوردستان دەست پێ دەکەن کە کوردێک لە ڕۆژهەڵات کە دەژی ناتوانێەوە کوردێک کە لە باشووری کوردستان بۆی هەیە بخوێنێتەوە بنووسێ بە کوردی لێ ئاسڵن لە نووسراوەکە تێنەگەیشتە و کوڕە چوو بۆ لای هاوڕێیەکانی ئەوانیش تێنەگەیشتن کە بە کوردی ئەو نووسراوە یانی چی. بە بڕای خۆمان وەک ڕێکخراوی ئاشتی مەترسێکی زۆر گەورەیە کە لەسەر کورد هەیە و نەک بۆ منداڵەکانمان لە دەرەوەی وڵات هەتاکو لە کوردستانیش. ئەرکی خۆمان دەبی ئەوە بێکە ئەوڵ شت کە دەبی بیپارێزین ناسنامەی ئێمەیە. ناسنامەکەشمان زمانەکەمانە. و لە هەر شوێی گۆیزدەوی بین ئێمە دەتوانین خزمەتێک بەوە بکەین کە زمانی خۆمان بپارێزین. منەوە فیلمم چەند جار بینی بەڵام هەموو جارە بەڕاستی زۆر دڵتەنگم دەکا کە منداڵەکان مەرزەکە هەورامان بوو کە یەک مەرز نێوانیان دادنێت کە ئینسان دروستی کردووە. وڵاتەکەمان بەو شێوە دابەش دەکرێت کوردەکان ناتوان بەیەکەوە کوردیەکی هەرچەند بە زاراوەی دیکەش بێ لەگەڵی قسە بکەن. و بەرنامەکەمان ئەوڕۆ زیاتر بە ئاڵمانی دەبێ هەوڵ دەدەین لەگەڵ کاکەسانی بەڕێز بتوانین هێندێک شت بە کوردی ورد بکەینەوە بەڵام بۆ یەکە بە گشتی خەڵکەکە باشتر تێبگا و میوانانی دیکەشمان هەیە غەیرە کورد لێمان تێبگەن. هەوڵ دەدەم بە ئاڵمانیش بە کورتی دووبارەیەکەمەوە بە تایبەت بۆ Fabian. Lieber Fabian, ich bedanke mich herzlich bei dir, dass du heute da bist. Ich schätze es sehr, dass du dir so viel Zeit nimmst für das kurdische Anliegen, ob im Parlament oder auch außerhalb deiner Arbeitszeiten. Vielen, vielen lieben Dank.
Ich weiß nicht, ob du den Untertitel genau lesen konntest oder vielleicht hast du noch einen Input zum Film. Man hat eine Region gesehen, die nennt sich Hauraman und die ist geteilt zwischen Iran und Irak. Also es ist ganz Kurdistan, Baschur-Kurdistan, Rojava-Kurdistan. Und dann sieht man, dass dort das Kind, das in der autonomen Region Kurdistan-Irak, also das Mädchen, sie spricht und schreibt und liest Kurdisch. Und der Junge, der kann es nicht, weil er in der Schule, weil es verboten ist, in der Schule auf Kurdisch zu unterrichten. Die kurdische Sprache ist in der kurdischen Nation, hat eine tiefe, tiefe Narbe. Wir wissen, dass in Kurdistan, Türkei, in Bakur, das offiziell auch verboten war, dass die Leute verfolgt wurden. Und die Folgen merken wir heute, dass viele kurdische Kinder, die aus Kurdistan, Türkei sind, nicht mehr fließend Kurdisch sprechen können, geschweige denn noch schreiben. Damit will der Film darauf deuten, dass Assimilierung nicht erst in der Diaspora beginnt, sondern schon in den eigenen vier Wänden. Dass man schon in der Heimat, auch wenn man in Kurdistan lebt, dass es immer noch einen Staat gibt, wie zum Beispiel jetzt in diesem Film der Iran, der den Kindern das Lesen und Schreiben auf Kurdisch verbietet und somit eine Nation spaltet. Er konnte eher auf Kurdisch nicht antworten, ist zum Gelehrten gegangen, hat es zuerst probiert zu lernen. Seine Freunde hatten auch keine Ahnung, was es bedeutet, was dort geschrieben ist. Und das zeigt mir, dass das auch die Identität etwas nimmt. Somit ist meine erste Frage auch, wie unterscheidet sich Assimilation von Integration und warum ist das so wichtig? Und können wir überhaupt ganz wir selbst sein, wenn wir einen Teil von uns verstecken oder gar aufgeben müssen? Ihr habt das Mikrofon frei, ihr könnt. Ist das an, das Mikrofon? Darf ich zuerst antworten? Ja, danke vielmals, Media, für diese Einführung. Danke vielmals für deine Worte. Der Film ist sehr emotional. Es hat zwar so lustige Momente, aber es ist sehr ein emotionaler Film und es ist ein Film, der eigentlich viel sagen möchte. Zu deiner allgemeinen, jetzt abgesehen von der kurdischen Sprache und von der Assimilationspolitik, die in der Türkei, im Irak, im Iran und in Syrien stattfindet, deine allgemeine Frage zur Integration, auch ich habe das jetzt so verstanden, in Bezug auf Europa, Assimilation und Integration. Assimilation heißt ja, wenn man den Duden nimmt, heißt Assimilation, sich selber zu vergessen. Das geht so weit, dass man dann nicht mehr weiß, wer man ist und alles aufgibt. Integration heißt zwar zu einer großen Einheit eingliedern, heißt das im Duden, aber leider wird dieser Begriff Integration heute in der Schweizer Politik, ich weiß es nicht, wie es in Deutschland ist, vermute ich eben etwa gleich, wird es insbesondere im Migrationsdiskurs gebraucht. Beispielsweise sage ich nicht, ich bin in einer neuen Arbeitsstelle, ich habe mich integriert, sondern ich sage, ich bin angekommen, ich fühle mich wohl, ich bin gut aufgenommen worden. Integration ist für mich sehr stark auch negativ behaftet, weil es stark einen Migrationsdiskurs für uns insbesondere der Migrationsdiskurs benutzt wird. Integration ist eben auch noch das Problem, das kann dann Fabian vielleicht auch in der politischen Diskussion dann auch noch bestätigen, denke ich. Und zwar ist das ein Begriff, der sehr weit ausgelegt werden kann. Was heißt Integration? Integration heißt für die populistischen, für die rechte Politiker, für die Bürgerlichen heißt Integration beispielsweise in der Schweiz, dass jemand, der seine Steuern bezahlt, gut Deutsch spricht und beispielsweise keinen Eintrag im Betreibungsregisterauszug hat. Das heißt Integration. Und deshalb finde ich beide Wörter sehr problematisch. Zu dem, was versteckt ist, möchte ich danach etwas sagen. Ich möchte gerne das Wort weitergeben den anderen Gästen. Möchtest du noch etwas dazu sagen? Ja, vielen Dank für die Einladung und auch danke für die Erklärung, weil ich habe den Film dem Sinn nach, verstanden, aber den genauen Kontext habe ich jetzt mit deiner Erklärung verstanden.
Also für mich zeigt der Film einfach auch, wie entscheidend Sprache für die Identitätsbildung ist und gleichzeitig auch, wie schwierig es ist, ein Zusammenleben zu organisieren um diese Identität herum. Und wenn wir nach Europa schauen, dann erleben wir das ja bis heute in sehr vielen verschiedenen Staaten, dass das ein ungelöstes Problem ist. Nehmen wir Belgien, nehmen wir Spanien, nehmen wir die Ukraine. In ganz vielen verschiedenen Ländern ist die Frage nach der Identität, die verbunden ist mit der Sprache und wie das gewertschätzt, anerkannt, gefördert wird in einem Staatswesen, nach wie vor eine ungelöste Frage. In der Schweiz haben wir es wahrscheinlich verhältnismäßig sehr gut gelöst. Wir haben 4 offizielle Landessprachen, wir fördern diese Sprachen, aber auch in der Schweiz ist es immer noch eine Diskussion. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber jetzt gibt es wieder Debatten darum, ob man das Frühfranzösisch in Deutschschweizer Kantonen abschaffen will. Und ich kann euch sagen, wenn man sich im Bundesbern bei Französischsprachigen, bei Romans umhört, das ist eine Kriegserklärung an den nationalen Zusammenhalt. Wenn wir über das Mediensystem sprechen in unserem 4-sprachigen Land und ob das gekürzt werden soll, dann geht es immer auch um Ängste, die das auslöst in den sprachlichen Minderheiten. Und deshalb glaube ich, das ist etwas, das sehr nahe beim Herz und bei der Identität ist und deshalb ist das Sprechen und Lernen und die Weitergabe der eigenen Sprache ein fundamentales Menschenrecht, das es zu schützen gilt. Und erst wenn es garantiert ist, kann auch ein Staatswesen gleichberechtigt sein von Gleichen unter Gleichen. Und ich glaube, das ist es ja auch, was den Kampf des kurdischen Volkes im Kern mit auszeichnet. Bin ich hörbar? Ja. Zunächst mal vielen Dank für die Einladung, liebe Media. Ich bin gerne der Einladung gefolgt nach Schweiz, um mit euch eine andere Perspektive zu erfahren. Und ich bin sehr dankbar, dass wir heute auf der Bühne stehen mit 2 weiteren Menschen, die ebenfalls, genau wie ich, eine Migrationsgeschichte haben. Ich glaube, Menschen wie wir sind eine Bereicherung für die westliche Welt. Wir bringen ganz automatisch eine andere Qualifikation mit. Diese 2 Heimat haben zu können, ist ja in der Politik eine ganz tolle Eigenschaft, denn man ist somit einfach ein bisschen wacher, was halt die Politik angeht. Ich mag ganz kurz auf den Film eingehen. Der Film hat mich sehr bewegt. Es gibt einen ganz tollen amerikanischen Philosophen namens Sanatania. Sanatania hat gesagt, ein anderes Wort für Nation ist Problemlösungsgemeinschaft. Was ich da gesehen habe, waren also 2 junge Menschen, eine Nation, die ein Problem haben. Ein autoritäres Regime hat sie gespalten. Warum, wodurch, ist es ganz klar. Das haben die westlichen Mächte gemacht nach dem Ersten Weltkrieg. Aber für mich war es sehr schön. Also diese 2 junge kurdische Menschen haben versucht, dieses Problem zu lösen, indem sie also den älteren Menschen gefragt haben, was das heißt und ganz kreativ gemacht haben mit dem Briefwechsel. Und genau das ist der Geist der kurdischen Nation. Egal wie unterdrückend die anderen Mächte ihnen gegenüber ist, der Wille zur Freiheit bleibt stets. Das ist einfach wie in der Physik ein Axiom. Kurden kämpfen nach Freiheit. Und je mehr man eine Nation unterdrückt, desto mehr wird der Wille groß werden, genau dagegen zu kämpfen. Ich kenne es aus meinem deutschen Volk. Man hat uns nach dem Zweiten Weltkrieg gespalten. Es gab die DDR und dann die Bundesrepublik. Aber wir haben uns immer als eine Nation verstanden. Und genau das wünsche ich auch für die Kurden, für mein kurdisches Volk. Wir sind gespalten in 4 Teilen des Nahen Ostens. Und trotzdem müssen wir als eine Nation uns verstehen. Das können wir. Punkt. Vielleicht ganz kurz noch zur Sprache, weil du danach gefragt hast, lieber Midian. Ich war mal also vor einem Jahr in Slemani, eine ganz tolle Stadt in der autonomen Region Kurdistan im Irak. Und da gibt es einen wunderschönen Park, Bahi Gishti, also Park der Allgemeinheit. Da kann jeder gerne reingehen. So. In diesem Park siehst du sehr viele Skulpturen von großen kurdischen Dichtern. Also Menschen, die auf Kurdisch geschrieben haben und gedichtet haben.
aber keine Skulptur von Philosophen, von Schriftstellern, von großen irgendwie Kriegern. Das Bestehen der kurdischen Nation ist einfach der Fall gewesen, weil sehr viele Menschen auf Kurdisch trotz Repression gesprochen und geschrieben haben. Also, ich glaube, unsere Sprache, die kurdische Sprache ist ja nicht nur einfach eine Sprache, sondern ebenfalls also ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Es ist einfach politisch. Dankeschön. Mit Verlaub, kurz auf Kurdisch zusammenfassen. Haulem soll Bakurti botan basken, Bakurdi und Bakurti. نتوكي إما ديار بودا بشكراوة، شون دا بشكراوة. لو في الميك يساب بينيم اشتكم بها توقسيكي فيلسوفي أمريكي بناي سانتانيا. أفرميت جنابي فيلسوفي أمريكي كوشيكي كبو نتوا دوزينوي شارسرة. نتوا يكسان بدوزينوي شارسر بو كيشكان. أم دو جنجم بيني دومنا لكردي خوانشيرين نان أتواني لقلك أقسب كان. هستان بدوزينوي چارەسەرێک چیان کرد چون بەلای سەرە پیرەکانی کورد وتیان هەی ئەمە یعنی چی و چۆن لێکتر تێبگەین و بۆچی ئێمە لێکتر تێناگەین باسی ئەم کردسا بە ئەڵمانی کە گەلەکەی منیش لە ئەڵمانیا دوای جەنگی جیهانی دووەم دابەش کرا بەسەر دوو لایەنە بەشی ڕۆژهەڵاتی ئەڵمانیا و بەشی ڕۆژئاوای ئەڵمانیا بەڵام هەموو کاتێک دەوڵەتی نەتەوەی ئەڵمانیا خۆی وەکو یەک نەتەوە سەیرە کرد بەم خۆسەرکردنا بەم تێگەشتن لە یەک نەتەوە توانیمان دوای ساڵی 1989 بینەوە بە یەک وڵات و ئێستاش چاوەڕێکم ئەمە لە ئێمەی کورد لە دیاسپۆرا و لە منتەقەکەی خۆمان دابش کرا بەسەر 4 وڵاتە بەڵام ئەبێت ئێمە وەکو یەک نەتەوە سەیری خۆمان بکەین حەلیکەمان بەداخۆ جارێ نییە سواس Ich möchte gerne noch auf den Punkt Identität zurückkommen. Für Kinder, die aus kurdischen Häusern kommen oder allgemein Flüchtlingskinder vor allem, haben auch das Problem, dass sie sich nie irgendwo dazugehören fühlen. Ich war, glaube ich, in der 8. Klasse, als mein Lehrer mich gefragt hat, ob ich die Geschichte meiner Familie aufschreiben kann und wie wir in die Schweiz gekommen sind. Und damals hatte ich noch keinen Schweizer Pass und dann habe ich gesagt, ja, wir sind Flüchtlinge und lieber Herr Lehrer, wenn man einmal Flüchtling ist, ist man doch immer Flüchtling. Und dann hat er gemeint, nein, du bist jetzt in der Schweiz, du bist doch Schweizerin. Und das hat mir Hoffnung gegeben, okay, wenn ich dann einen Schweizer Pass habe, bin ich dann ganz Schweizerin, vielleicht mit ein bisschen Kurdisch, aber ganz, ich habe einen Schweizer Pass. Ich hatte den Schweizer Pass bekommen, aber in der Schweiz bin ich bis heute nicht als Schweizerin angesehen worden. Und die Frage ist, wie fühlt man sich, wie kann man mit diesen Gefühlen umgehen, dass wenn wir hier sind, sind wir die Ausländer und wenn wir, ich denke, das kennen alle, diese Erfahrung, wenn man in Kurdistan ist, egal in welchem Teil, ist man die Schweizerin, der Schweizer, der Deutsche, der da zu Besuch ist. Liebe Sinem, vielleicht fängst du gleich damit an. Kann ich gerne. Ja, diese Frage oder dieses Problem kennen wir, insbesondere eben Personen, die migrantische Hintergrund haben, sehr gut. Das ist das Phänomen eigentlich der Transnation, das heißt, es müsste eigentlich anerkannt werden, dass man nicht nur irgendwo hingehört, sondern an mehrere Orte hingehört. Ich habe die Frage mir vor einiger Zeit gestellt, was ist Heimat? Was bedeutet für mich Heimat? Und ich habe dann ganz tief in die Gefühle hinein versucht zu hören, was fühle ich, wenn ich das Wort Heimat höre. Und ich habe dann bemerkt, Heimat ist eigentlich nicht verbunden für mich mit einem Ort, sondern es ist verbunden mit einem Gefühl, ich bin angekommen, mit einem Gefühl, ich werde hier akzeptiert und ich werde geliebt. Das ist eigentlich das für mich, was Heimat bedeutet. Einfach ein Beispiel, ich bin aus Spreitenbach, vielleicht kennt ihr es, Shoppy Tivoli. Und ich bin in einem Hochhaus aufgewachsen, aber jedes Mal, wenn ich vorbeifahre dort, dann erfüllt mich so ein Gefühl von Dazugehörigkeit, das erfüllt mich ein Gefühl, ich fühle mich wohl, es kommen schöne Erinnerungen, denn ich hatte eine ganz schöne Kindheit. Das Gleiche gilt, ich habe zum Beispiel keinen Bezug in die Türkei, das Land sagt mir nicht viel, es bedeutet mir nicht viel, aber das Dorf meiner Eltern,
da, obwohl ich dort nicht aufgewachsen bin, ich habe Erinnerungen aus den Sommerferien, ich habe Erinnerungen von meinem Großvater, von Cousin und Cousine, und wenn ich dort im Dorf bin, dann fühle ich mich wohl, ich fühle die Liebe, ich fühle, dass ich hier anerkannt werde. Und das ist genau das, was du sagst, Midia. Ich denke, damit wir uns, oder damit du dich in der Schweiz hier oder in einer Region deine Heimat nennen kannst, sind wir alle, die Gesellschaft, dazu verantwortlich, dir das zu zeigen. Du bist hier, du darfst hier sein und wir lieben dich so, wie du bist. Und das ist auch das, was du vorher gesagt hast, sich verstecken. Man hat das Gefühl, man muss seine Eigenschaften verstecken. Und weißt du, weshalb, oder ich habe mir so überlegt, wieso haben wir das Gefühl, wieso muss ich jetzt gewisse Eigenschaften von mir verstecken? Das kann eine physische, eine körperliche Eigenschaft sein, das kann eine Sprache sein, die man versteckt, das kann ein anderes Merkmal sein. Es ist eigentlich, das Verstecken ist eine Reaktion auf Diskriminierung. Wir verstecken uns. Ihr könnt euch alle überlegen, welchen Moment gab es, als ihr euch wegen irgendeiner Eigenschaft verstecken musstet. Es war meistens, oder es ist immer die Reaktion auf die Angst, diskriminiert und ausgegrenzt zu werden. Und genau das erleben wir hier in der Schweiz, oder die migrantische Bevölkerung erlebt das, versteckt sich. Und deshalb können sie auch nicht wirklich ankommen, deshalb können sie auch nicht genau hier in diesem Land sich wohlfühlen. Und das ist das Problem an dem Ganzen. Ja, wenn ich darf, würde ich hier gerne anschließen. Wir haben vorher über die enorme Bedeutung von Sprache auch für die eigene Identität gesprochen und dafür, dass es uns auszeichnet. Und das ist vielleicht ein Teil der Antwort auf deine Frage, Midia, oder zumindest der negative Teil der Antwort. Ich bin hier in der Schweiz geboren und aufgewachsen, mit einem chilenischen Vater. Mein Vater hat sich integriert, er hat sich eingeordnet und er hat sich sogar assimiliert. Er hat mit mir nie Spanisch gesprochen. Ich habe Spanisch gelernt, als ich in der Pubertät war und spreche heute Spanisch, aber als Fremdsprache. Und ich fühle mich nicht in Chile zu Hause. Es gibt Orte, wo ich mich zu Hause fühle, wie du sagst, weil da meine Abuela gelebt hat oder meine Tante oder weil ich Verwandte hatte, wo ich gute, schöne, familiäre Erinnerungen daran habe. Und trotzdem gibt es einen signifikanten Teil in der schweizerischen Mehrheitsgesellschaft, der findet, ich gehöre hier nicht dazu. Der mich ablehnt, der sagt, geh doch nach Hause, und die meinen dann nicht Ottikon, sondern die meinen Lateinamerika, und die der Meinung sind, ich werde auch nie dazugehören. Und das zeigt uns doch, wir können uns anstrengen, wie wir wollen, solange es Rassismus, solange es Sexismus, solange es Homophobie gibt, solange es Formen der Diskriminierung gibt, gibt es immer Menschen, die gehören nicht dazu, weil es ein Macht- und ein Herrschaftsinstrument ist, gewisse Menschen auszugrenzen, die Gesellschaft zu spalten. Und darauf reagieren wir nicht mit Assimilation oder mit Integration, sondern mit Partizipation und mit Solidarität. Wir müssen Banden bilden, um uns wohl, sicher, geliebt, aufgehoben, stark, emanzipiert zu fühlen, und zwar über unseren eigenen Kreis hinaus. Ich glaube, wir müssen in die Gesellschaft wirken und dadurch auch ein gutes Vorbild für andere sein und denen Stärke geben. Und ich glaube, das ist die wahrhaftige Aufgabe, die wir vor uns haben als Menschen, und das sind fast alle Menschen, die nicht ganz in die Mehrheitsgesellschaft passen. Ich bedauere sehr, also euch mitteilen zu müssen, das ist bei uns in Deutschland nicht anders. Also wir haben ebenfalls das Problem mit Rassismus. Und wenn ich da kurz bleiben darf bei Rassismus, der ist sehr lustig. Also die Rassisten bei uns in Deutschland sagen zum einen, da sind die Ausländer, sind faul und arbeiten nicht. Und dann sagen sie einen Tag später, sie klauen unsere Arbeitsstelle.
Also sie haben keine Substanz, sie schießen einfach, wo sie wollen. Daher Menschen wie wir einfach ignorieren. Also ich sage, ich bin deutsch und kurdisch. Ich mag also im Deutschen kein Bier und auch kein Schweinefleisch. Es ist einfach ungesund und es ist zu fett. Und auch im Kurdischen mag ich nicht so gern Tee. Und trotzdem sage ich, ich bin ja kurdisch und deutsch. Und vor allem, das sage ich meiner Generation, wir müssen uns als Weltbürger verstehen. Also das ist ja unsere Aufgabe. Wir leben in einer Zeit, in der überall, das gab es noch nie, überall Kriege toben. In Europa, im Nahen Osten, in China und Taiwan. Also das ist doch Wahnsinn, wenn wir sagen, hey, Identität ist ja steinefest und es bleibt immer so. Das ist, also finde ich, ziemlich Quatsch. Wenn ich also einen Aspekt hier reinbringen darf, also da sind zwei verschiedene Schuhe, in Europa und im Nahen Osten. Also im Nahen Osten, bei uns im Irak zum Beispiel, sind die Araber uns gegenüber ziemlich unfreundlich. Warum ist das so? Naja, also die Amerikaner haben versucht, 2003 nach dem Fall von dem Regime Hussein, dass sie demokratisieren. Sie haben es sehr falsch gemacht. Und wenn die Demokratisierung falsch läuft, kann es sehr schnell zu einer Chaotisierung umkippen. Und wenn wir Chaos haben, entstehen dann kleine Rassismen. Wieso? Naja, damit sie einen kleinen gemeinsamen Nenner finden. Und der heißt Hass gegen die Kurden. Damit können sie sich vereinen. Das ist im Nahen Osten. Und in Europa Menschen, die halt Probleme haben. Also vielleicht auch einfach faktisch oder einfach vielleicht nur ein Gefühl. Dass sie drängen mich einfach ein. Sie nehmen meinen Platz. Ich werde mich verändern müssen. Diese Angst also führt ebenfalls zu diesem Rassismus. Und ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist. Wir haben eine Partei namens AfD. Diese bescheuerte AfD ist eine Fabrik für Angstmacherei. Und sie produziert ebenfalls diesen Rassismus nochmal nach oben. Daher Menschen wie wir und vielleicht auch wie Sie, meine Damen und Herren, müssen wir uns wirklich engagieren, um gegen diesen bösen Geist zu kämpfen. In NGOs, in den Parteien, egal wo, demokratisch nach vorne blicken und diesen billigen Geist einfach bekämpfen. Das ist unsere Aufgabe für heute. Ich möchte gerne jetzt von der emotionalen Seite oder der emotionalen Perspektive etwas hinwegkommen. Ich probiere noch auf Kurdisch in ein paar Sätzen zu erläutern, was ihr alles Wunderbares gesagt habt. هیوادارم بتوانم بە کوردی ئەو قسانەی کە ئەو بەڕێزانە کردیان ڕێگاماژەی پێ بکەم هەرچەند بەڕاستی زۆر سەختە بتوانانی هەموو شتێکی ئێستا بێ وەرگێری بەم شێوەیە. بەڵام پرسیارەکەی من ئەو بووێمە چۆن نەتوانین ئەو هەستە لە خۆمان دوور بکەینەوە کە لە هیچ شوێنێک هەستی لە ماڵبوون ناکەین. یعنی بەتایبەت منداڵەکان کە لێرە گەورە دەبن نە بە کورد بەو شێوەیە قبوڵ دەکرێن لە لای کوردەکان کە هەر یەکێک لەوان بۆ خۆم کە لەوانەیە زمانی کوردەکەی بەو شێوەی پاراوە نەبێ. ئەچینەوە کوردستانیش بە تەواو کورد نامان بینن پێمان ئەڵەن نەها میوانە سویسرەکە هاتۆتەوە دەی بەخێرەوە دەچێ وڵاتی خۆت تۆ 100% کوردێک دروست چاو لێ ناکرێ. جوابی بەڕێزانەش ئەوە بوو دەبی ئێمە یعنی بە خۆلاسە کە من بیڵم بەگشتی یەکگرتووتر بین بۆی کە بتوانین ئەو پلاتفۆرمەیە ئەو شوێنانە بۆ یەکتر دروست بکەین بۆی کە بتوانین باشتر لە یەکتر تێبگەین و بە حاڵەتی دموکراسی و دڵفڕەوانی و لە خۆبردووی بەڕاستی بچینە پێش بۆی کە بتوانی ئەو هەستە کەم بکەیەوە. یعنی بەو شێوەی کە هەی قبوڵ بکرێ دا بە هەر زاراوەیەکی هەر شارێکی هەر بەشێکی کوردستان بی بە بڕای من لە شوێنی ئاوە بە تایبەت ئەسڵەن گرنگ نییە دەو نێوەیدا هەر وە کوردبوونەکە گرینگە. هەرچەند کاکەسان و کاک فابیان و سینەمیش بڕێک شتەکان بەگشتر باس کرد بەڵام لەبەر ئەوەی کە کاتەکەمان زۆر کەمە بەڕاستی نامەوێت زۆر بە دوور و درێژی ئەو شۆشە سەرتان بێشێنین بۆیە هەر بەوەندە بە کورتی خۆلاسی دەکەمەوە و ئێستاش دێمە سەر باسی سیاسەکەی یعنی لەو هەستە و ئێمۆسیۆنێک بڕێک بینەوە دەرێ. Die politische Perspektive, lieber Fabian, ich frage dich als erstes, wie können wir am besten in der Diaspora uns zusammentun und etwas für die Leute, die tagtäglich in Repression leben, wie können für die eine Stimme sein? Wie können wir hier eine Plattform schaffen, dass man die kurdische Frage wirklich auch auf europäischer Ebene besser wahrnimmt?
Bis gestern, als ich mich noch vorbereitet habe, war eine meiner Fragen, wird Israel den Iran angreifen? Heute Morgen haben wir die Antwort bekommen, ja. Man hört, die Leute freuen sich, Israel hat den Iran angegriffen und jetzt ist es noch einmal so, dass im ganzen Nahosten sowieso, aber Kurdistan ist so mittendrin geschehen. In der Türkei laufen die Friedensprozesse. Rojava hat kein Assad-Regime mehr und fürchtet sich um Leben oder nicht mehr leben oder bestehen oder nicht mehr bestehen. Die autonome Region Kurdistan-Irak fürchtet auch immer wieder von Bombenangriffen der Türkei oder direkte Angriffe des Irans und auch anderen Druck, der wirklich stark auf Kurdistan ausgeübt wird. Und die Frage ist, was können wir hier tun? Wir können ja nicht zurückgehen und dort aktiv sein, da unser Leben jetzt halt hier ist. Wie können wir uns in der Diaspora zusammentun oder aktivieren? Wie kann das jeder Einzelne machen oder auch in der Gruppe machen? Und das dürft ihr sehr gerne ausführlich erklären, bitte. Ja, San hat vorher gesagt, Nationen sind Problemlösungsmaschinen. Das gefällt mir sehr gut. Aber damit man Probleme lösen kann, muss es zuerst einmal ein Problem sein. Und wir müssen es zu einem Problem machen in unserer Heimat, in der Schweiz. Weil die Menschen haben hier ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Träume und sie wissen vielleicht gar nicht, was in Kurdistan vor sich geht. Und damit das funktioniert, müssen wir in die Gesellschaft wirken, wir müssen erklären, wir müssen uns verbinden, wir müssen Allianzen bilden. Und das funktioniert. Und ASTI ist zum Beispiel ein wundervolles Beispiel genau dafür, dass man einerseits sagt, wir gründen einen Verein, der sich um die kurdische Kultur kümmert, unsere Identität stärkt, aber gleichzeitig versucht, eine Brücke zu schlagen zur Schweiz, zur Schweizer Bevölkerung und damit auch das Verständnis auf eine ganz neue Art schafft. Aber es gibt Beispiele, wie das funktionieren kann, auch auf politischer Ebene. Ich darf euch berichten, dass heute Morgen etwas wahrscheinlich Historisches passiert ist. Ich konnte es noch nicht im Archiv nachrecherchieren, aber ich kann mich nicht erinnern, dass im Schweizer Nationalrat eine Motion, also ein politischer Vorstoß, in dem es um eine kurdische Frage geht, je eine Mehrheit gefunden hat. Und das ist heute Morgen geschehen. Der Schweizer Nationalrat hat heute den Bundesrat, also unsere Regierung, beauftragt, sich unter Ausnutzung seines vollen außenpolitischen Spielraums für den Schutz von ethnischen und religiösen Minderheiten in Syrien einzusetzen, also insbesondere auch für den Schutz von Rojava. Und warum ist das gelungen? Weil wir Allianzen gebildet haben. Es ist gelungen, jene Kräfte an Bord zu holen, die sich für bedrohte Christinnen und Christen im Nahen Osten einsetzen, also die konservativen religiösen Fundamentalisten in der Schweiz, jene Kräfte, die sich für die armenische Gemeinschaft einsetzen und jene, die sich für die kurdische Gemeinschaft einsetzen. Und damit haben wir es geschafft, jetzt eine Mehrheit für dieses Anliegen zu bauen. Das ging aber nur aufgrund der politischen Arbeit nicht nur der Kurdinnen und Kurden, sondern eben auch dieser anderen Gemeinschaften, die sich eben auch politisch eingebracht haben. Und ich glaube, diese Brücke zu schlagen und auch nicht nur, sagen wir mal, out of the box zu denken, weil man das politische System in der Schweiz kennt, das ist, glaube ich, eine unverzichtbare Voraussetzung, damit man dieses Thema, dieses zentrale Thema des kurdischen Freiheitskampfs in der Schweiz breiter abgestützt und bekannt machen kann. Fabian, danke vielmals für deine Arbeit. Du hast die Motion vorgestellt. Ich habe es schon sehr schön auf WhatsApp und überall geteilt und ihr könnt es auch nachlesen und nachschauen. Rojava ist dort auch ein Thema. Genau. Ich möchte aber jetzt von dem Aspekt, wo jetzt Fabian berichtet hat, bezüglich Politikerinnen,
was diese Unternehmen können, wegkommen und insbesondere auch auf Personen, Menschen in der Diaspora, Kurdinnen, die hier leben, was sie für eine Aufgabe haben oder wie sie sich besser organisieren können. Ich möchte nicht sehr lange erzählen, aber ich möchte zuerst mal einen soziologischen Blickwinkel zeigen und dann vielleicht auch so eine Anekdote dazu erzählen. Kurdinnen, das ist bekannt, wir Kurdinnen sind bekannt dafür, dass wir überall, wo wir hingehen, uns sehr gut anpassen können. Das ist so, Überlebensmodus haben wir sehr gut, wir können uns sehr gut der Umgebung anpassen. Ich möchte euch von einer Region erzählen. Menschen aus Agri reisen oder wandern aus in die USA. 2 Monate später sind sie im Times Square ganz anders gekleidet, sehr gut angepasst, und das sind vor allem beispielsweise Menschen, die aus ländlichen Gebieten kommen. Wir haben die Eigenschaft, wirklich so soziologisch, geschichtlich gesehen, kommt das auch ein bisschen eben von dem Überlebensmodus, das wir haben, dass wir uns unserer Umgebung sehr gut anpassen können. Das andere, das wir sehr gut machen, ist, wir sind automatisch irgendwie Sympathieträger. Im globalen Westen sind Kurdinnen aufgrund ihrer Offenheit, aufgrund auch ihrer Vielfältigkeit eine Volksgruppe, die sehr viel Sympathie nimmt. Und dann ist die Frage, wieso sind wir politisch eigentlich im Westen so schwach unterwegs? Und das muss ich wirklich sagen, wir sind ein politisches Volk, wir sind ein Volk, das zwar mit Politik lebt, und Politik gehört überall bei uns irgendwie zu Hause dazu, beim Essen, in der Diskussion und überall. Aber wir schaffen es nicht, von dem Automatismus, das wir haben und von dem, was wir kennen, wegzukommen. Was ist das? Wir mobilisieren super kurdische Vereine, es gibt hier sehr viele Vereinsvertreter, die ich sehe, mobilisieren sehr gut. Wir sind das Volk, das am besten mobilisiert ist, glaube ich, in Europa. Kurdinnen demonstrieren auch sehr gut. Wir sind ein Volk, die große Demonstrationen sehr gut organisieren kann. Da kann ich euch einen Applaus geben, da sind ihr die Besten. Aber zu dem, was Fabian gesagt hat, um auf nationaler Ebene Druck ausüben zu können, um den Schweizer Staat dazu bringen oder deutschen Staat dazu bringen zu können, dass etwas gemacht wird, brauchen wir, Punkt 1, Lobbyarbeit. Mit Lobbyarbeit kann man sehr viel erreichen. Das ist egal, ob man in der Versicherungsbranche, bei den Bauern oder in der Pharmabranche ist. Wenn man Lobbyarbeit macht, dann kann man sehr viel weiterbringen. Und das schaffen die Kurdinnen aufgrund der Position, dass wir Minderheiten sind, nicht so gut. Wenn man keine Lobbys findet, dann muss man Allianzen bilden. Dann muss man strategisch vorgehen und einen gemeinsamen Nenner finden. Personen im Parlament suchen, die vielleicht nicht das Anliegen direkt unterstützen, aber vielleicht ein ähnliches Anliegen mit einem gemeinsamen Nenner. Und solche strategische Überlegungen fehlen zum Teil. Das ist mal das eine. Das andere ist, dass wir das Schweizer System, das Deutsche, ich weiß es nicht, wie es in Deutschland ist, aber ich sehe das viel in den Vereinen, die sehr viel machen möchten, eigentlich sehr gut mobilisieren, aber ihnen fehlt das Verständnis für das Schweizer System. Wie bringe ich ein Anliegen auf dieses Niveau und welche Personen spreche ich an? Zum Beispiel, welche Kommission ist zuständig? Wer sitzt in diesen Kommissionen? Wen muss ich bearbeiten, damit diese Kommission für mich, für mein Anliegen etwas macht? Das fehlt meistens auch. Was noch fehlt, die Vereine sind ein sehr wichtiges Instrument und das ein Appell an euch, Vereinsvertreterinnen. Vereine sind in der Diaspora für alle migrantischen Kulturgruppen ein sehr wichtiges Anlaufstelle, eine sehr wichtige Anlaufstelle. Und diese Vereine haben gewisse Aufgaben und ich finde, dort ist auch etwas, wenn ihr Vereinspräsidentinnen wählt, dann müssten diese genaue Aufgaben haben und diese Aufgaben bezüglich beispielsweise etwas weiterbringen, etwas in die Politik bringen, müsste auch beobachtet werden. Man muss wie einen Output sehen. Das ist auch etwas, das hier in der Diaspora in der Schweiz zumindest
fehlt. Und das wäre ein Anliegen an mich. Wenn wir diese Punkte schaffen, daran zu arbeiten, dann bin ich zuversichtlich, dass wir auf der politischen Ebene viel, viel, viel mehr erreichen können, als das, was wir jetzt machen oder geschafft haben. Also zum Ersten mag ich hier kurz dem Ausdruck verleihen, dass man kann nur stolz auf euch sein, was ihr hier in der Schweiz gemacht habt. Wir in Deutschland sind ein bisschen fauler. Also unsere Außenpolitik ist nicht in der Lage, mit der Türkei also auf Augenhöhe Außenpolitik im Nahen Osten zu machen. Warum das so ist sehr kompliziert, ich gehe nicht darauf ein. Aber kurz und knapp, also jedes Jahr verkaufen wir ungefähr in Wert von 0,5 Milliarden US-Dollar Waffen an Türkei. Ich verstehe es nicht. Also die Kurden sind doch im Iran, im Irak und in Syrien unsere strategischen Partner. Es gibt keine andere Nation als die Kurden, die halt im Nahen Osten grundsätzlich nicht gegen den Staat von Israel ist. Die Iraner sind dagegen, die Türken sowieso, genauso wie Araber. Das sind nur die Kurden, die halt gegen diesen Staat freundlich sind und man kann das so gut nutzen. Das machen sie nicht, was ich auch nicht. Ich bin einfach sehr empört darüber. Vielleicht kurz, was wir hier machen sollen. Liebe Gäste, Politik ist Action. Es macht Spaß. Es ist wirklich was sehr Cooles. Und ich hoffe, dass wir uns im Westen einfach engagieren. Es muss nicht sein, dass wir halt in einer Partei arbeiten. Es gibt 1000 Möglichkeiten. Geht einfach in Vereine. Also gründet Vereine. Geht in die Parteien, in NGOs. Sie brauchen unsere Stimme. Sie brauchen eine andere Perspektive. Denn wir haben kein Land. Und Völker, die kein Land haben, haben schwer auf der globalen Ebene mitzureden und die eigene Perspektive mit einzubringen. Aber das können wir im Westen sehr gut machen, indem wir also reingehen und vielleicht Menschen wie Fabian für unser Thema gewinnen. Also ich bin nicht so pro-kurdisch, weil irgendwie mein Blut kurdisch ist. Wenn die Kurden gegen die Türken wären, dann hätte ich für die Türken gegen die Kurden gekämpft. Es ist einfach so, dass jetzt gegenüber diesem Volk ungerecht passiert. Und jede Nation, egal kurdisch oder nicht kurdisch, muss sich die Stimme erheben gegen diese Ungerechtigkeit. Max Weber, ein deutscher Soziologe, hat ja ganz toll gesagt, Politik ist Bohren an harten Brettern. Es ist einfach sehr mühsam, aber es ist auch spaßhaft, also es ist sehr viel Action. Daher also hoffe ich sehr, dass ihr euch politisch engagiert und gemeinsam eine Stimme im Westen für dieses Thema werden können. Schönen Dank. کاکە ساڵ لە بواری کوردی قسەکردن زۆر هاوکارم ناکە بەڵام مردوو بار ئەمنیش هەڵدەدەم بە تایبەت ئەو شتانەی کە بۆ خۆت ئاماژەت پێکرد ئێمە لە ناو ڕێکخراوی ئاشتیدا بۆچی ئەسڵەن ڕێکخراوەماندانە کە ساڵی 2022 شۆڕشی ژینە یاواتە ژنجیان ئازادی دەستی پێکرد دیتمان کە لە ڕێخستنە کوردیەکاندا بێوە کە هیچ نێوێک بێنم هەر بەگشتی بەو شێوەیە ناتوانن پردێک دروست بکەن لە نێوان کورد و بە تایبەت پارلەمانی سوئیس من لەگەڵ هاوڕێکەم تروسکە هەر بە زۆر بە سوتفەیەکی چاوەڕوان نەکراو لێ ڕاش دەستخۆشی کاکەم ڕاین دەکەم کە ڕۆژێ منین برد بە پارلەمان سپاست دەکەم ئەو ڕۆژە بۆ من هەموو شتێکی گۆڕی کە لەگەڵ بەڕێز کاک مستەفا هیجری لەوێ چووین بە ویستمان باسی کورد لە ڕۆژهەڵات بکەین و کە ژینا کوژراوە و مافی ژن و مافی مرۆڤ و ئەو شتانە لەوێ بینیم کە زۆر بەتەنین و دوای ئێمە گروپێکی فارس هات بە ناوی فری ئیران بۆ ئەوان گروپێکی پارلەمانیان دانا کە ئێمەش لەوێ کە پرسیمان لە ئەندام پارلەمانەکە وتمان باشە ئێمەش با بەشداری بکەین دەو گروپەدا کوتی نا من لەگەڵ کورد بۆ خۆشێر کورد بوو کوتی لەگەڵ کورد حەز ناکەم کار بکەم چونکە کورد زۆر لێیان تێناگەم نازانم چیان دەوێ فارسەکان هاسانترن کارکردن لەگەڵیان ئێوە بچن لەوان بپرسن من و تروسکەش لەسەر پلیکانە ڕاوەستا بووین بۆ خۆمان دەکودانیان بچم پرس بە فارسەکە بکەم بۆ یەکێ بۆ مافی من تێبکۆشێ لێرە یعنی عینەن شت کە لێران ڕوودەدا لێرە دووبار تکرار دەبێتەوە بۆ من منیش ئەوە قبوڵ ناکەم لەو ڕۆژەوە هەتاکو پێش 6 مانگ من زۆرم فشار بۆ بە تایبەت حیزب سۆسیال دموکرات هێناوە بۆ بەرپرسانی ئەو گروپە و هەر ئەوڵین کەس فابیان بوو کە باسم کرد کەوتم ئەو گروپە پارلەمانیە کە هەیە دەبی ئاکتیف بێتەوە و بەرپرسیارەتەکەشی بۆ خۆم وەستەی خۆمی دەگرم زۆر سپاس مەمنون
چونکە بۆچی ژەوکارە نەک بڵم لەبەر پۆستەکە یا بەوەی بڵامەوە دەچم بە پارلەمان داخت و کارێک دەکەم ویستم پردێک دروست بکەم بۆ کە کوردەکان بتوانن بۆ خۆیان بێن قسەی خۆیان لە پارلەمان بکەن پێویستیان بە هەموو کەس نەبێ و دو ساڵەدا کەمە کار دەکەین بەڕاستی هەموو جارە زیاتر بەو شتە دڵنیا دەبینەوە کە تەنها بۆ خۆمان دەتوانین کێشەی خۆمان هەل بکەین و ئەوەش لە ئەوروپا تەنها ڕێگاکەی ئەوەیە کە بۆ خۆت چالاک بی پچی ببی بە ئەندامی حیزبەکان بۆی کە بتوانانی لەوێ پۆستێکت بەدەست بێنی ئەو جابێتە دەنگدان ئەگەر شانسە بێ بتوانی بۆ خۆت ببی فابیان مۆلینایەک نەهەر بە قەولی دکتۆر پێتر پیلسکەندان پارلەمانی کەوتریشێ بەمنی کورد کوتی میلەتی کورد جلوبەرگی کورد لەبەر دەکا کوردی لەبەر دەکا و هەمیشە دێ لە بەرمان دەپاڕێتەوە نۆقسەم زۆر پێ ناخۆش بوو وەک حاڵەتی داواکردنی شتێک هاتە بەرچاوم کە میلەتی کورد بە گشتی وەک میلەتێک بۆ هەموو شتێک دەپاڕێتەوە یعنی زیاتر هەستم بە سوکایەتی کردەوە نوێدا کوتم بۆ خۆم با ببمە خاوەن بڕیار بۆ میلەتی کورد لە ئەوروپا نەک هەموو جارێ من بچم لە کەسێک بپاڕێمەوە یا داوا بکەم و بۆیە دووبارە ژەوجێک کە هەرسان و سینەم و فابیان ئاماژەیان پێکرد بۆ خۆتان ئاکتیڤ بن کاتدانێن بە کۆبوونەوەکان بچون لە حیزبەکاندا بەشداری بکەن و بۆ شێوە باشترین شێوە دەتوانین خزمەت بە پرسی کورد لە کوردستان لە هەر پارچێکی کوردستان بێ بکەین ئەگە بۆ خۆمان لێرە ببینە دەنگی خۆمان بە کوردستان زۆر زۆر سپاس و دەکەم سانتکایە بە کوردی ئەگەر بێ بە کوردی بۆمان باس بکە کوردستان ئێستا دە چ بارودۆخێکدایە هەرچوە پەرچی کوردستان چ دەبێ بە تایبەت ئەوڕۆ کە ئیسرائیل لە ئێرانیدا و نزیکەی ئەو جورێکە ئاخیر ئاماژە من دیتم 20 جەنەراڵی ئێرانی کوژران ئایا ئێران دێت بڕوخێ ڕژیمەکەی یا دووبارە بخۆیان دەسیاسەتە کە بەڕاستی کەس پشتی کەس نییە پێک دێنەوە چمان بەسەر دێ Und auch Fabian, für dich die Frage, eine Einschätzung der jetzigen Situation, allgemein Kurdistan, vor allem die Perspektive Iran-Israel, kommt es zu einem Regimesturz oder werden sie sich hinter den Vorhängen wieder irgendwie zusammenraufen? Was passiert in der Türkei? Wir haben vielleicht auch eine explizite Frage für dich, Sinem. Ich habe viele Kontaktanfragen bekommen bezüglich Ausschaffung in der Schweiz, dass es jetzt heißt, ja, in der Türkei ist Frieden, in Rojava gibt es keinen Krieg mehr, geht zurück, tschüss. Und die SEM beharrt darauf, dass die Leute zurückgehen müssen, weil sie sagen, ja, es ist ja fertig, die PKK hat sich aufgelöst, in der Türkei läuft ein Friedensprozess und die Menschen, die auch schon 10 Jahre hier leben, haben gar keine Chance mehr, sich da irgendwie zu wehren. San wird das auf Kurdisch die Analyse abgeben und dürfte sehr gerne auf Deutsch. Vielen Dank. کوردی نەکبەت ئمرۆ ڕۆژی تۆیە ئێستا لە ئەم بانە بینیمان کە ئیسرائیل چی بەتاران کرد لە ساڵی 1970 تاوکو ئیمڕۆ ڕژێمی ئیسلامی ئێرانی بەقەدر ئیمڕۆ زەعیف نەبووە بۆ جۆرێک لە سیاست پیا بووە لە دوای سەرەی مۆدێرنەتەوانێ هیچ ڕژێمێکی ئۆتۆکراسی بە دەنگان لا ناچێ مولاکان بەدەنگان لا ناچن لە چینا لا ناچێت بەدەنگان بووی ئەبێت لە دەرەوە بێت لی بدرێت بەڵام ئایا ئێران بەوە لە ناوەچێت من ئێستا بە قورسیە بینم بۆچی بە قورسیە بینم چونکە لایەنی ئۆپۆزیسیۆنی ئێران لەناو خۆیان یەک نییە خاوەنی استراتیژیمان نییە لە دەرەوە ئەمریکا لێیەت ئیسرائیل لێیەت چێکی لەناوەوە بەرنامەت نییە بەڵام یەکێک لە کێشەکانی کە ئەمە دەوڵەتی تر فارسە لەوەتی هەیە ئەوە ئیشەکات سیستمی ئابوورەکەی بە شێوەیەک دروست کردووە کە ئەگەر چواردەوەری دابخرێت بتوانێت خۆی بژێنێ ئەمە زۆر مهمە کوردستانی باشوور و عێراق ئەم توانایەتیان نییە بینیمان لە کاتی ڕەفراندۆم سنوور داخرات چی لە کوردستان هات بۆ ئێران خاوەنی ئەم ئۆتۆنۆمیە لە ئابووریە بەڵام هەی ئێستاش نەچوە بچێ ئەمریکا ئیمڕۆ ڕوویاوە درێژەی پێدرێت و لەو باوەڕێیان ئیسرائیل ئێستا لە بارودۆخێکە بەتایبەتی نەتەنیاهۆ واز بێنێت لەم جەنگە لە ڕووی سیاسیەوە مردووە کەواتە ئەبێت کورد و بەتایبەتی لایەنەکانی کە لە باشوور و لە باکوور لە ڕۆژئاوا یەک بگرن بۆی بتوانن لێ گۆڕانکاری بکەن ساڵی پار چوومەوانێ بە کوردستان لەگەڵ تیمی جەنابی مەزلوم عەبدی قسەم کرد کۆمەڵێک گەنجی زۆر بەتوانە زۆر بەدڵسۆزی ئیشەکەن ئەوانە و ئامادەن خزمەت بکەن
ئەبینم حزب یەکێتی باشوور لێرەیە پێم خۆشە کە لێرن پارتی نازانم لێرە یا لێرێن یا حەزمەکە لێرە بوونایە یەکێک لە کێشەکانی ئێمە لە عێراق ئەوەیە کە بشتوش بە پێشتر دەوڵەت لەوێ جێیشی نییە جێیش دەوڵەتی هەیە دەوڵەت جێیشی نییە جێیش دەوڵەتی هەیە ئەمە زۆر کێشەیە چونکە تو ناتوانانی بە شێوەیەکی استراتیژی بیر بکەیتەوە پلان دابنەی ئابووری پێنووس بکەی علاقاتی خارجی دروست بکەی زمانێک بخەی دەستور بنووسیتەوانێ ناتوانانی بیکەی بۆیە داواکارم لە یەکێتی لە پارتی کە بێن پیشانی حزبەکان بن لە هەولێر ئەوروپا بەچی پێشکەوتووە بە دروستکردنی دام و دەستگای دەوڵەتی دروستی بکەین پێشەکەوین دروستی نەکەین هەر بەجێ ئێمێنین ئاخر قسەم بە ئەم بێز ئاخر قسەم لە ساڵی 1920 دوای جەنگی جیهانی یەکەم هێزەکانی ئەوروپای ئێکەگرن ئەچن بۆ فەڕەنسا لەوێ پەیماننامەی سیڤەرە بەستن وعدەیەن دەوڵەت بە کورد دروست بکەن 1920 دوای 3 ساڵ کورد ناتوانێت یەک بێ لە لۆزانی سویسرا پەیماننامەی لۆزانە بەستن و کورد دابەشکە بەسەر 4 دەوڵەتە ئێستاش هەمان هاوکێشەیە کورد ئێستا یەک نەبێت 3 ساڵیکە دووبارە لۆزانی بەسەرایەتەوانێ بەڵام ئێستا زێڕینە یەک بگرن ئێستا سەردەمی سیڤەرە بەوێ سەرکەوتن Ich weiß einfach nicht, ob ich jetzt dir komplett widerspreche, wenn dem, was du gesagt hast, weil ich leider nicht verstanden habe. Ja, um auf deine erste Frage, Midja, zu antworten, was wird passieren, das würde ich natürlich auch sehr gerne wissen. Aber ich glaube, was man sagen kann, ist, der Nahe Osten ist kriegsmüde. Der Nahe Osten liegt in Trümmern, in weiten Bereichen. Und ich glaube deshalb auch, dass sehr viele der regionalen Akteure sehr darauf bedacht sein werden in diesem Moment, dass die Situation nicht eskaliert, dass jetzt der Krieg zwischen Israel und dem Iran keine weiteren Kreise zieht. Was wir aber nicht vergessen dürfen, und das war ja in den letzten 20, 30 Jahren immer das Problem des Nahen Ostens, dass es nicht nur regionale Akteure gibt, sondern eben auch sehr viele imperialistische Interessen von außerhalb. Und ich möchte nicht ausschließen, dass die Verbündeten des Iran, insbesondere China, Russland wahrscheinlich auch in geringerem Ausmaße, jetzt dem Iran zu Hilfe eilen werden. Das Gleiche gilt für die USA auf israelischer Seite. Und deshalb glaube ich schon, bei aller Freude auch darüber, dass das iranische Regime jetzt in seiner Existenz herausgefordert ist, und zwar zu Recht, weil das ist ein mörderisches, autokratisches, theokratisches Räuberregime, das bald der Vergangenheit angehören sollte. Aber bei aller Freude darüber, dass dieses Regime große Probleme hat, sollten wir nicht vergessen, dass es auch eine Gefahr für die Sicherheit, für den Frieden und für die Stabilität im Nahen Osten ist, wenn Konflikte jetzt mit Kriegen gelöst werden. Das ist eine Gefahr für auch das kurdische Volk. Das möchte ich einfach einmal einleitend gesagt haben. Und wenn ich sage, ich weiß nicht, was passiert, dann weiß ich zumindest, was man sicherlich tun müsste. Und das hat San vorher schon gesagt. Der Garant für Säkularismus, für Demokratie, für Menschenrechte im Nahen Osten war und ist das kurdische Volk, die kurdische Bewegung. Und es ist ein strategischer Fehler von unglaublichem Ausmaß, dass insbesondere die europäischen Staaten derart instrumentell, also das heißt derart treuelos immer wieder mit dem kurdischen Volk umgehen. Das kurdische Volk ist ein unglaublich wichtiger Verbündeter und das kurdische Volk ist vor allem dann eine
starke Kraft im Nahen Osten, die auch ordnend und beruhigend und als Vorbild wirken kann, wenn es geeint ist. Und ich glaube, dass das Jahr 2025 in dieser Hinsicht einen historischen Wendepunkt markieren könnte. Es passiert im Moment unglaublich viel gleichzeitig. Ich kann mich erinnern, am Nevros-Fest habe ich gesagt, Nevros steht ja nicht umsonst für das Frühlingsfest. Es steht dafür, dass der Frühling beginnt. Und ich glaube, es könnte tatsächlich die Zeit sein, in der der Frühling für das kurdische Volk beginnt. Rojava steht. Die Kurdistan, Irak ist daran interessiert, auch wieder zusammenzuarbeiten mit den kurdischen Brüdern und Schwestern. Und die Situation im Iran sieht auch heute viel besser aus als noch vor wenigen Tagen. Und ich glaube, jetzt ist die entscheidende Frage, was für Entscheidungen getroffen werden. Und ich glaube, die richtige Entscheidung ist, dass wir uns jetzt nicht darauf einlassen, diese Situation weiter eskalieren zu lassen, sondern dass wir alles daran setzen, dass wir diese Verbindungen, diese internationale Solidarität all jener Kräfte im Nahen Osten und in Europa stärken, die ein Interesse daran haben, alle diese theokratischen Regime, die nur Krieg und Ausbeutung und Korruption wollen, in ihre Schranken zu weisen. Ja, die gleiche autoritäre Regime, Diktatorenregime herrscht auch in der Türkei. Und das, was heute passiert, oder das, was gestern oder heute passiert, das wusste, denke ich, und hat Herr Abdullah Öcalan vorgesehen und hat am Muttertag und symbolisch am Muttertag eine Epoche untergehen lassen, damit eine neue Epoche startet. Und glaube ich genau aus diesem Grund, weil die Mütter in Kurdistan, die sind müde, das Volk ist müde, aber insbesondere sind die Mütter müde, die so viel Leid mit sich tragen mussten. Es hat sehr viel Symbolkraft, was in der Türkei passiert ist, aber nicht nur das. Ich denke, es ist genau die Gelegenheit, jetzt geeint weiterzugehen, und ich glaube, genau das war das Ziel. Natürlich kennen wir die Einzelheiten und was genau hinter diesen Türen besprochen worden ist, aber das ist das Signal, was ich zumindest nehme, und was er gesagt hat, wir müssen weg von dem Automatismus, wir müssen weg von dem, was wir bis jetzt gemacht haben, wir müssen eine neue Ära einschlagen, denn Nahe Osten wird sich ändern, und genau der Vormarsch von Israel, die Machtübernahme oder der Angriff von Israel an verschiedene Ziele war wie vorhergesehen, und deshalb auch diese neue Wende, auch die jetzt in dem sich die Türkei befindet. Das Gleiche gilt für Erdogan, der geschwächt ist. Auch der ultranationalistische Bahçeli, man weiß zwar nicht genau, was er genau möchte, aber sie haben eben auch Angst um die eigene Existenz. Zu deiner Frage bezüglich Migrantinnen, Midia, wo du gesagt hast, die hier in der Schweiz leben und heute Angst haben, zurückgeschickt zu werden in die Türkei. Du hast gesagt, du hast sehr viele Anfragen erhalten. Ich glaube, da müssen wir differenzieren. Und zwar gibt es solche, die als Flüchtling in die Schweiz kommen und als Flüchtling anerkannt werden. Da müsst ihr wissen, alle die als Flüchtling anerkannt wurden, bei ihnen gibt es nicht eine neue Prüfung. Oder das hoffen wir jetzt einfach nicht. Es ist nicht in der Schweiz so, dass die Verfügung oder der Entscheid über den Flüchtlingsstatus nicht automatisch überprüft wird. Das andere ist bei Personen, die du gesagt hast, oder vielleicht Personen, die du vielleicht meinst, kann es sein, dass es diese betrifft, die noch nicht einen Asylentscheid erhalten haben und eine Verfolgung oder verfolgt werden in der Türkei und das vielleicht nicht auf diesem Niveau beweisen können. Und da muss ich sagen, das ist eine Tendenz, die sich nicht heute abspielt. Das ist etwas, das wissen wir. Verschiedene Organisationen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, Hex, Caritas beispielsweise, die geben diese Rückmeldungen. Es gibt einen Bundesgerichtsentscheid, einen Koordinationsentscheid, einen Grundentscheid, der leider ganz klar besagt, dass gewisse
Delikte, die man in der Türkei begeht, beispielsweise gegen den Präsidenten zu fluchen beispielsweise oder Propaganda zu betreiben auf Social Media, dass das nicht mehr in die Schutzklausel der Schweiz hineingehört, dass diese Menschen keinen Schutz mehr finden. Aber das stützt sich auf diesen Grundentscheid, den das Bundesverwaltungsgericht getroffen hat. Da sind wir dran, da müssen wir schauen, dass wir das kippen können. Im Januar waren wir in der Türkei und haben auch die Schweizer Botschaft besucht und wir haben der zuständigen Person von der SEM das auch deponiert. Wir haben gesagt, dass im Moment die Schweiz eine sehr harte Linie gegenüber diesen Personen geht, die beispielsweise eben Propaganda haben und ein Verfahren in der Türkei oder Propaganda gemacht haben und Verfahren haben oder Personen, die eben gegen Erdogan etwas geschrieben und gepostet haben. Sie sind sich das bewusst, wir haben das deponiert, aber Sie sind auch auf uns angewiesen. Sie haben gesagt, Sie müssen solche Fälle wissen, wenn Menschen wirklich auch zurückgeschickt werden, konkret zurückgeschickt werden. Daher, wir sind dran, es ist wichtig, dass wir dieses Thema immer wieder thematisieren und aufnehmen, aber wir sind auf die Informationen von euch angewiesen, wenn es wirklich auch so ist, dass Menschen aufgrund von Verfolgungen zurückgeschickt werden und dann in der Türkei beispielsweise Repressalien erleben, muss das sehr gut dokumentiert werden, damit wir hier auch etwas dagegen unternehmen können. Vielen Dank, liebe Gäste. Es war ein spannender Abend. Es ging viel länger als... Es fing viel später an als geplant, aber das ist auch ziemlich kurdisch, nehme ich an. Das passt. Und dass ihr alle so aktiv mitmachen wollt, ist natürlich erfreulich für uns. Und ich bedanke mich nochmal herzlich bei euch. تك براستي جورتان كردينا زحمتها بال كشاو وهاتون تيرا لدول ولنزيكوا وببروي من إما حمّن دبي كرداني بوشتانا نكر كوبنوي أشتي هرتن يوم خوش عم يزهر بينو كوبنو كاني أشتي والله بحموشي وكوبنوي يا بلين مراسمك كردي بويك بتواني دوش ناندا بيوندي باشتر بلغلي دروسي كين وخدمتك باشتر في كردستان وبقلي كرد بقشتي بكين وشتانا براسي زور زحمتن يستا زور كزلانيا معدو بيه لدورو بيه رقايدو بيه منالي بتزيهش بيه ولجيان دا قرين كترين يا بلين بنرخترين شد كاتا بلان بايمش بينين او كاتا داني بو كارانا تسمكي لدا هاتو دا والله ميكي باشور بقرينوا هروكو نمر برز عبد الرحمن خاصم دكتور عبد الرحمن خاصم ودفرمي الله هر ملتي يا هر نتوي كازادي بيت بنرخي وازاديش بدا وسباس ودكم كوك هميشه تروسكا خانو اخر سهيا زبوت تروسكا جعفرمو وهي دار من دروج لابتان هكا سبرسلالك يا قلت انا بيبيكا دوزور سباس Ich wüsste mir Spaß danken. Spaß für euch hatten und Beschwerden Bename erstehen. Spaß Lemiana Kandeker. Ich möchte mich hier auch herzlich bei allen bedanken. Bei euch, Freundinnen und Freunde, bei euch, liebe Gäste, liebe Sand, liebe Sine, lieber Fabian. Und wir haben ein kleines Dankeschön an euch. Vielen Dank für eure Beiträge. Es war sehr interessant, sehr spannend. Ja, danke. Sehr gut. كاك السوران بحسب كده حسب كده باشا